Sie macht sich auf die Suche nach Schätzen. Barbara Kiefel wird heute am Münchner Hasenbergl in einer Wohnung im 4. Stock nach Dingen suchen, die für andere noch von Wert sein könnten. Sie hat den Auftrag, eine 3-Zimmer-Wohnung zu entrümpeln. Die ehemalige Bewohnerin ist zu ihrem Sohn in Pflege gezogen. Ja, man findet eigentlich überall Kleinigkeiten, die hübsch sind. Also es gibt bisher haben wir noch keine Wohnung gehabt, wo wir gesagt haben, da ist gar nichts drin. Also irgendwas Hübsches, was man gerne mal kommt, findet man überall. Ihr Anliegen, möglichst viel vor der Entsorgung bewahren. Ja, die Küche ist leider kaputt, weil eigentlich wollte die vielleicht noch einen Mann bringen, aber beim Ausbauen haben die Verwandten die Küche kaputt gemacht. Das ist schade, weil Küchen kann man eigentlich immer nur an den Mann bringen, die braucht man nicht wegschmeißen. Das werden wir jetzt sehen. Und jetzt muss ich überall schauen, was ist in die Schränke drin. Der Wasserkocher ist für den Lohn gut. Ja. Die Melitta-Filter, die haben immer gesucht, die haben nicht teuer, aber viele Menschen lieben diese Melitta-Porzellanfilter. Dieses und anderes will sie in ihrem eigenen Trödelladen verkaufen. Zuerst verschafft sie sich aber einen Überblick. Da gibt es hübsches Geschirr. Das Eschenbach. Seit 15 Jahren entrümpelt sie Wohnungen. So, da haben wir jetzt leider kein Licht. Und jetzt haben wir das Kinder- und das Bastelzimmer. Das ist ziemlich hübsch. Das ist ein altes Modellauto von Trix. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Da ist nichts Abbruch, soweit ich sehe. Sowas würde ich extra verpacken in einen extra Karton, damit ich das dann online nachschaue, wie das gehandelt wird. Geht mir nichts um. Das Schlafzimmer. Also das Bett ist jetzt zum Beispiel ziemlich hübsch, das werde ich auf jeden Fall probieren zu verkaufen. Ja, die Lampen haben sehr hübsch, die werden wir runterbauen. Das ist wieder gefragt bei einigen Leuten. In jeder Wohnung spürt man die Menschen, die dort gelebt haben. Ist es der Trödelverkäuferin unangenehm, deren persönliche Dinge zu durchsuchen? Klebebänder, die kann ich brauchen, für meine Pakete zu machen. Zum einen bin ich gelernte Krankenschwester, ich war Sterbebegleitungsausbildung. Das ist einfach so, wenn jemand denkt, ich würde sterben, dann darf es mir total gefallen, wenn jemand kommen darf wie ich, der das nicht irgendwie alles als Müll und Ballast betrachtet, sondern als Möglichkeit, was daraus zu machen. Jetzt geht's ans Ausräumen. In 4 Wochen muss die Wohnung komplett leer sein. Im Wohnzimmerschrank hofft sie, das eine oder andere Liebhaberstück zu finden. Und das müsste ein Zigarettenspender sein. Da kann man die Filterzigaretten einstecken. Oder selbstgedrehte. Also das ist sehr selten. Und einfach ein interessantes Stück. Über sowas freue ich mich schon, ja. Schon. Also deshalb mache ich das, damit man einfach sowas entdeckt, dass sowas nicht im Müll landet. Das ist einfach cool. Auch gewöhnlichere Stücke wie den Elefanten aus Karneol oder die Hummelfigur nimmt sie mit. Aber sie findet auch Unerwartetes, was sie weiterverkaufen kann. Das ist wirklich selten. Also das ist eine Eigenheit dieser Dame. Das ist auch immer interessant, was die Menschen dann so sammeln. Also warum hat jemand 50 Rollen Tesa? Aber es ist in vielen Haushalten so, dass manche haben so einen gewissen Spleen. Und also es gibt Haushalte, da haben zum Beispiel schon Unmengen Bettwäsche gefunden. 50 nagelneu verpackte Bettwäschesets. Mit dem Entrümpeln begonnen hat Barbara Kiefel, als ihre Uroma gestorben ist. Heute lebt sie davon und freut sich über jede Kleinigkeit. Eine Taschenlampe ums Eck. Das ist lustig. Was ist das?
Eine Hohner Mundharmonika. Oh. Da gibt es nagelneu verpackte Calvin Klein Parfüms. Und die kann man online verkaufen. Haben geöffnete Parfüms, aber selbst die kann man verkaufen. Große Dinge wie das Bett bietet sie in Online-Auktionen an. Startpreis 8 € zur Selbstabholung. Also das ist jetzt auch was sich ein junger Mensch kaufen hat. Und ich stelle es für 8 € ein, wenn jemand guckt und es abholt, besser als wegschmeißen. Und vielleicht kriege ich ja nur 50 oder 100 € dafür. Größere Möbelstücke wie den Schrank wird sie vermutlich nicht verkaufen können. Sie probiert es trotzdem. Schwierig, aber vielleicht haben wir Glück. Der Kronleuchter dagegen hat gute Chancen, schnell verkauft zu werden. 3 Tage hat sie in der Wohnung aussortiert. Den Rest wird ein Subunternehmer entrümpeln. In einem alten Getreidelager in Markt Schwaben ist ihr Trödelladen. Auf 150 Quadratmeter Ladenfläche hat sich inzwischen einiges angesammelt. Hier gibt es einzelne Perlen wie den Kronleuchter, aber mittlerweile auch ganze Themenwelten. Also wir versuchen den Laden so gut wie möglich zu sortieren. Und da gibt es eine Vasenabteilung, eine Bilderabteilung, die Kinderabteilung. Teure Dinge wie das Modellauto von Trix kommen zu ihren Schätzen hinter die Kasse. Das ist zum Beispiel eine Nymphenburg-Kur, liegt so ungefähr bei 800 €. Und das ist ein wunderschönes Geschirr von Volkstedt mit der Bemalung und die Farbe. Das ist echt was Besonderes. Und das ist auch ein kleines Schätzchen. Dennoch sind es vor allem die günstigen Sachen, von denen der Laden lebt. Den Zigarettenspender will sie für 15 € verkaufen. Ihre Philosophie: Dass man Dinge wieder hernimmt, nicht einfach wegschmeißt, dass man auch günstig ist, also nicht da jetzt ein Millionengeschäft draus macht, sondern wirklich auch, ich habe Kunden, die leben von Hartz IV oder von 1-Euro-Jobs, die können bei mir einkaufen, was sie sich niemals leisten könnten. Die kriegen dann oft sogar noch günstigere Preise, als ich eh schon bin, weil wir es wissen. Und ich glaube, die meisten Leute finden einfach das Konzept und die Idee und auch mich, die es vertrete, gut, und sie wollen gern diese Idee unterstützen. Der Edelsteinelefant aus der Wohnung hat eine Käuferin gefunden. 3 €. 3 € zurück. Herzlichen Dank. Meine Tochter sammelt Elefanten und ich bin hier fündig geworden. Ein ganz nettes Geschäft. Man findet immer irgendwas. Auch der Kronleuchter wird schnell gefunden. Während das Modellauto und die Porzellanfiguren noch auf einen Abnehmer warten.